Ein bisschen vom Lysin-Präparat gefällig? Nein, danke. Wissen Sie was? Warum nicht? Nach dem ganzen Gerenne können Proteine meinen Muskeln wahrscheinlich nur gut tun. Das dachte ich mir auch. Ich habe mich schon seit Karneval nicht mehr so viel bewegt. Jetzt, wo die Parasaurier kein zusätzliches Lysin mehr brauchen, müsste ja ziemlich viel übrig sein. Was das angeht, nicht nur die Parasaurier. Wir haben das Gegenmittel in die Hauptwasserversorgung gegeben. Aber so erreicht es jeden Dinosaurier im Park, die Lysin-Kontingenz. Tja, das ist aufgehoben jetzt. Sie sind verrückt. Den Dinosauriern Lysin zu entziehen, war der einzige Sicherheitsmechanismus, der sie aus dem globalen Ökosystem fernhielt. So, was ist mit dem Ökosystem? Oder die Dinosaurier können sich nicht vermehren. Wir behindern schon ihre Fortpflanzung. Das ist ihr Todesurteil. Ja, aber wer weiß, wie viel Schaden sie bis dahin anrichten können. Ein einziger Brachiosaurus kann an einem Tag so viel Dschungel zerstören, wie eine ganze Horde Elefanten. Was glauben Sie, wie viel eine Gruppe von ihnen mit dem Regenwald anrichten würde? Muss ich Sie daran erinnern, dass 120 Meilen mehr die Isla Nublar vom Festland trennen? Die Lysin-Kontingenz war grausam und unnötig. Sind Sie absolut sicher, dass keines dieser Tiere schwimmen kann? Ich bitte Sie, Jerry. So sind die asiatischen Elefanten von Sri Lanka nach Indien gekommen. Sowas ist schon mal passiert. Das ist doch lächerlich. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Sauropoden schwimmen konnten. Keinen. Sie sehen sie doch jeden Tag. Haben Sie jemals erlebt, dass einer der Dinosaurier schwimmen wollte? Wir halten sie in Käfigen, Laura. Sie haben also gar keine Gelegenheit. Aber sicher können mehr Vierbeiner schwimmen als nicht schwimmen. Okay, ich gebe zu, dass einige Sauropoden eventuell schwimmen können. Aber ich glaube trotzdem, dass 120 Meilen offenes Wasser eine wirksame Barriere sind. Die geringe Möglichkeit, dass ein Dinosaurier zum Festland schwimmt, ist nichtig, angesichts unserer Verantwortung, diese Tiere menschlich zu behandeln. Sie sind unseretwegen hier. Ich will nicht, dass diese Tiere sterben. Wirklich nicht. Aber wir alle haben der Lysin-Kontingenz zugestimmt. Das war eine Voraussetzung für die Arbeit Für hier. Sie vielleicht. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich schon hier war, bevor von der Lysin-Kontingenz überhaupt die Rede war. So. Tja, das ist mein Lebenswerk. Für Sie ist das vielleicht nur ein Job, Jerry. Aber diese Tiere sind mein Leben. Ich kann sie nicht einfach sterben lassen. Sie glauben den Umständen und ihrer Herkunft zum Trotz doch nicht wirklich, dass es okay ist, eine Spezies auszurotten. Geschweige denn ganze Speziesgruppen. Niemand hat das Recht dazu. So, ich glaube, es führt eh nichts. Das Gespräch, dann werden wir es beenden. Einigen wir uns erstmal darauf, dass wir uns uneinig sind. Aber ich muss es Ingen sagen, wenn das hier vorbei ist. Das verstehe ich. Seid ihr bald fertig? Jess, wo warst du? Nur den Gang runter. Ihr habt doch eh nicht gemerkt, dass ich weg war. Tut mir leid, Schatz, ich war abgelenkt. Aber mach das nicht nochmal, okay? Klar, okay. Die war bestimmt beim Raucher. Na kommt's, los! Und wir sind wieder mitten in der Action. Ich muss es an ins Fenster bringen. Bist tot. Oh, die Raptoren sind auch noch so. Upsa. Gut, die hat's hinter sich. Halt still.
Ja, zumindest hat's der Raptor hinter sich. Diese Viecher werden nie satt. Los! Ja, da hat sich schon wieder erwischt. Da waren wir mal wieder zu langsam. Los! So, jetzt aber. Sie haben so viel Koordination wie ein dreibeiniger Esel. Ich habe genug Koordination, dass ich Ihnen... Hey, ganz ruhig. Ich nehm's zurück. Sie haben echt Schwein. Vergessen Sie unseren Deal und kaufen Sie einen Lottoschein. Die Embryos. Schon gut, nur die Ruhe. Hat er's verloren? Haben Sie verloren? Muss rausgefallen sein. So, es geht bei Oscar weiter. Der ist nämlich hinter den Raptoren her. Gut so. Hau ab. Aber ich befürchte, dass er das nicht mehr allzu lang macht. Das nenne ich ein gutes Versteck. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Versteck ist. Da hinten ist anscheinend der Stromschalter. Die Viecher müssen mich echt nicht noch besser sehen. Achso, mehr Licht gibt's nicht. Gut. Wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Oh oh. Verdammt. Also, nochmal. Gut. Wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Da machen wir wieder langsam. Verdammt. So, das war der nächste Tod. Also nochmal von vorn. Gut. Wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. So, jetzt müssen wir schneller sein. Am besten, man ging... Er geht über die Lotaffe. Sie kommen. Mhm, gleich hat's die. Dreckiges Stück. Idiot! Wissen Sie, was Sie getan haben? Hey! Sie haben wohl nicht bemerkt, dass der Weg hierher kein Spaziergang war. Sie haben sie verloren, Sie finden sie wieder. Immer mit der Ruhe. Der T-Rex ist noch da draußen. Der ist allerdings nur da draußen. Gut, wir wissen, wo sie ist. Holen Sie sie! Ich warte lieber, bis unser Freund da ein neues Kauspielzeug gefunden hat. So viel
Zeit haben wir nicht. Wenn die Embryos sterben, sind sie wertlos. Die Embryos sind wertlos für mich, wenn eine verdammte Echse mich frisst. Ihnen ist da gerade ein Millionengeschäft auf der Tasse gefallen. Tut mir leid. Ich war etwas beschäftigt mit dem riesigen prähistorischen Menschenfresser hinter mir. Gut, dann müssen wir es anscheinend selber holen. Wenn Sie nicht manns genug sind, die Embryos zu holen, mache ich selbst. Moment. Der Deal war, dass ich die Embryos behalte, bis wir ihren Kontakt treffen. Ich weiß, aber Sie haben sie fallen gelassen. Tja, passiert. Wenn Sie mir jetzt mit Logik kommen. Dann los, aber schnell. Und es ist wieder Schleichen noch gesagt. Ups. Das war der erste Fehler. Okay, den haben wir nochmal korrigieren können, den Fehler. Hey, Süße. Was macht ein nettes Mädchen wie du an so einem Ort? Hab sie! So, jetzt lauf. Renn! Ich hab sie! Herr Lewis kann sich gerne ein paar Trainingstipps von mir holen. Okay, super. Gar nicht mal so übel. Hey, danke. Macht fast wieder gut, dass Sie sie verloren haben. Okay, Oscar wird bereits von den Raptoren gesucht, weil er sich da rumtreibt. Komm, geh auf! Jetzt hat. Jetzt werden gleich die anderen die Raptoren am Hals haben. Stopp! Was? Ich habe Augen gesehen. War nur eine Ratte oder so. Gehen wir weiter. Nein, ich habe ähnliche Augen gesehen, bevor ich gebissen wurde. Das tue ich mir nicht nochmal an. Große, leuchtende Augen? Sie haben sie auch gesehen? Nicht hier, aber ja. Geh weiter. Raus hier. Na los, wir müssen weiter. Niemals. Erst wenn ich sehe, wo ich hingehe. Oh, um Gottes. Okay, wir können hier nicht raus, weil unser Freund Rexy auf uns wartet. Aber vielleicht kriegen wir das Licht an. Scheint so, als würden diese Dinger lieber im Schatten bleiben. Okay, da haben wir... Was haben wir denn da? Okay, jetzt wissen wir, wo wir das Wasser abdrehen können, wenn die Leute hier duschen. Schon mal gemacht? Wasser abdrehen, während jemand duscht? Echt super lustig. Ich werde es mal versuchen, wenn ich wieder 12 bin. Gut, für Witze ist sie nicht zu begeistern. Meine Ex hat immer wie bescheuert geputzt, wenn sie sauer war. Manchmal wollte ich streiten, nur um meine Wohnung sauber zu bekommen. Ihre Ex? Sie waren verheiratet? Oh Gott, nein. Ex-Freundin. Okay, dann beschäftigen wir uns mal mit dem Wir haben Stromkasten. Glück. Das hier sieht wie eine Schalltafel aus. Worauf warten Sie dann? Auf nichts. Ist nur ein anderes Modell als die ich kenne. Sie wissen also nicht weiter?
So, was haben wir denn da Schönes? Warum lesen Sie nicht einfach die Anleitung? Sie ist doch direkt da. Ganz ruhig. Das ist nur ein aufgemotzter Sicherungskasten. Was ist mit dem Ding da vorne? Vielleicht muss man es erst vorbereiten, bevor man es einschaltet. Wie eine Ölpumpe oder so. Nichts für ungut. Aber dieses elektrische System ist wahrscheinlich viel komplexer als alle, die Sie kennen. Ich mach das schon. Push to close oder push to open. Nehmen wir mal das erste. Zum Schließen drücken. Was schließen? Tja, ich habe versucht, richtig zu raten. Dann nehmen wir heute mal das andere. Okay, ich hab's jetzt. Schließen Sie die Augen, denn gleich verlieren Sie Ihre... Nachtsicht. Jetzt haben wir zumindest einen Raptor abgelenkt. Was ist los? Dad? Hier drüben, Jess, alles okay. Das Notstromaggregat konnte gar nicht ewig halten. Schon gut. Nein, daran liegt's nicht. Wir hätten tagelang damit auskommen müssen. Woher soll ich denn wissen, dass Öffnen eigentlich alles ausschalten heißt? Das ist doch der totale Widerspruch. Sie hätten nur die Anleitungen lesen müssen. Warum schreien Sie nicht lauter? Auf der anderen Seite der Insel ist ein Dino, der Sie noch nicht gehört hat. Meine Güte. Wie auch immer. Gibt's kein Schließen? Gibt's kein Schließen? Ich schließe den Scheiß sofort. Stimmt, wer ist jetzt? Oh, bitte nicht. Hier ist R.D. Bridges, direkt aus der einzigen inoffiziellen Radiostation im Jurassic Park. Nur eine kleine Erinnerung, bevor wir dicht machen, Parklinge. Wer um 7 nicht am Schiff ist, kommt auch nicht mit. Hier noch ein kleiner Song für die Letzten da draußen, die noch packen. Eins meiner Lieblingsstücke. Verdammt, wir sehen Adi. uns an Er ist doch Bord. nicht mehr hier, oder? Nein, so wie es sich anhört, hat er das letzte Band eingelegt und ist abgehauen. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. Oh oh. Ja, das war der 5. Tod. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. Und das war wieder nix. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. So, jetzt haben wir im Kampf mit dem Raptor. Oh, bloß das vorhin. Aber das Messer haben wir noch. Verdammt. Oh ja. Okay, also nochmal, er schreit noch die anderen. Und wir machen den gleichen Fehler nochmal. Ja, also nochmal. Jetzt werden wir gerade mal fertig gemacht. Heilige Mutter Gottes. Ich hab's geschafft. Oscar. Noch 3. Da lang. Nur 3.
Artie, die Show ist vorbei. Laura? Jetzt bin ich Ihr Fan. Macht das die Sache mit dem Lysin wieder gut? Nicht übertreiben. Verdammt, Oscar. Hast du gerade so ein Vieh mit bloßen Händen erledigt? Du solltest doch an der Absturzstelle bleiben. Ja, aber dann war da der wütende T-Rex, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Wir mussten den Plan ändern. Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte Dino-Embryos von der Insel schmuggeln. Was? Das glaube ich nicht. Sie sind nicht gut genug, um so ein Ding durchzuziehen. Sie weiß, was sie tut, Oscar. Das hast du auch über die kochende Kellnerin in Bogotá gesagt. Das war nicht ihre Schuld. Das waren Salmonellen. Sie sind echt. Mein Kunde hatte einen Mann namens Nedry da drin. Der kam aber nicht, also schickten sie mich, um die Embryos zu finden. Ich bin der Notfallplan. Also, Deckt sich mit meinen Infos. Sie suchen diesen Nedry in ganz San Jose. Dachten, er war auf dem letzten Schiff. Die Suche kann aufhören. Er ist Dino-Futter. Okay, ich kenne diesen Blick. Ich nehme an, du hast einen Plan. naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geld wert. Ich meine, eine Menge. Und du machst da mit? Hey, ich mach gar nichts ohne dein Einverständnis. Aber komm schon, Oscar. InGen kümmert sich einen Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit die Kräfen. Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Muss ich dich daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft? Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero Was ist. meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Und dieser eine wär's dann wohl du. Sagt InGen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hergeschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir, aber ihr nicht. Naja, sind wir heute mal dabei, da ich sagen. Okay, Billy, bin dabei. Halt sie einfach von mir fern. Er hält mich von gar nichts fern. Aber ich will Ihnen sowieso nicht näher kommen als nötig. Jetzt reißt euch mal zusammen. Okay, jetzt raus hier. Und zwar ruhig und langsam. Fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal Ihnen die Tiere sind. Sie sind mir nicht egal, Laura. Es ist nur so, dass Ihre Entscheidung so viele unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt. Wir können das nicht geheim halten. Wir brauchen Notfallpläne. Wir müssen überwachen, was außerhalb des Parks passiert. Wo ist es? Ich weiß, Ich glaube, dass der Raptor drin ist. Jetzt werden wir das ummachen. Oh oh. Ja, somit war es schon der 10. Tod. Also nochmal. Oh, wieder waren wir uns langsam. Ja, also nochmal. Ja. Gut, das halten wir. Jetzt aussehen von der Tür. Und dann drücken wir wieder den verkehrten Knopf. Jess, was ist los? Was ist passiert?
Gut, jetzt sind wir wieder mitten auf der Jagd. Na los! Jess, was ist los? Was ist passiert? Na los! Da ist der zweite und der dritte auch noch. Versuch wegzulaufen! Ich halte das nicht lange durch! Schlüssel. Schlüssel? Haben wir nicht. Bitte, bitte, bitte. Oder doch haben wir. Zurück. Hier lang! Bleib bei mir! Jetzt dürfen wir wieder laufen. Willst du mich wirklich angreifen? Dein letzter Freund hatte nicht so viel Glück. Und Oskar ist wieder da. Anscheinend flüchten sie. Verblüffend. Ich habe sie noch nie so ängstlich gesehen. Das war super. Kein Problem. Okay, Schatz. Lass den Mann zu Atem kommen. Yoda! Sie leben! Wir leben. Überrascht mich, dass ihr 5 Minuten ohne Oskar und mich überstanden habt. Vielen Dank. Schon gut. Oh mein Gott, Sie bluten. Alles okay? Keine Sorge. Das ist nicht meins. Also, Yoda, wie sind Sie nicht gestorben, als der Helikopter abgestürzt ist? Tja, Oskar und ich sind vor dem Aufprall selbst rausgekommen, aber Nina brauchte etwas Hilfe. Stimmt's, Oskar? Ich bin einfach froh, dass niemandem was passiert ist. Sie haben einen getötet? Mit einem Messer? Das ist so cool. Hey, ich bin einem T-Rex entkommen. Keine große Sache. Nur ein normaler Kampf. Lassen Sie sich jetzt einen Raptor tätowieren? Ich würd's machen. Keine schlechte Idee. Mir machen Sie nichts vor. Wie bitte? Lassen Sie sich ruhig als Held feiern, aber wir beide wissen, was Sie wirklich sind. Sie haben recht. Das tun wir. So, was ist jetzt los? Hey, wir haben ein Problem. Was ist los, Laura? Erst die flackernden Lichter, jetzt der Dampf. Irgendwas stimmt nicht mit dem geothermischen Kraftwerk der Insel. Ist doch nicht unser Problem. Wenn das Kraftwerk explodiert, dann schon. So schlimm? Ich habe gelesen, dass das System sich selbst herunterfällt, wenn es den Dampf stimmt. Da es nicht funktioniert, steigt der Druck wohl unkontrolliert. Das Kraftwerk wird wie ein Ballon platzen und die halbe Insel mitreißen. Kommen wir von hier aus zum Kraftwerk? Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ja, ich war hier schon mal. Da geht's lang. Wir müssen wirklich los. Wie können wir die Explosion im Kraftwerk verhindern? Wir müssen schnellstmöglich was tun. Aber was genau, weiß ich erst, wenn wir da sind. Keine Zeit. Verabschieden Sie sich von den Sauriern dort. Die versuchen, wenn Sie später ausbraten. Wenn das Kraftwerk explodiert, sind wir auch tot. Es sei denn, Sie haben einen zweiten Helikopter, der startbereit ist. Oh, das wird ja immer besser und besser. Hören Sie. Zeigen Sie mir den Gang, der zum Kraftwerk führt. Ich laufe vor und sorge dafür, dass keine Dinosaurier auf uns warten, wenn wir dort ankommen. Kann ich mit? Ich helfe auch. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Hey, ich hab dich gerettet. Außerdem fürchten die Dinger ihn. Du bist weggelaufen, Jess. Oskar nimmt dich gerne mit, oder? Oskar? Der ist auf dem Weg, der Oskar. Sie sind einem T-Rex entkommen, Yoda? Aber sicher. Weißt du, nicht jeder ist so gut trainiert, ganz zu schweigen von der nötigen Geschwindigkeit. Nicht wahr? Das dachte ich auch, als ich ihm gestern entwischt bin.
Als der Helikopter im Dschungel abgestürzt ist, dachte ich echt, sie wären alle tot. Uns geht's gut. Hey, die ganze Geiselnahme vorhin, tut mir echt leid. Ich wollte mich selbst schützen. Die Söldner und ich, wir haben alles geklärt. Geklärt? Wie? Nicht so wichtig. Alles ist erstmal gut. Ist doch super. Jetzt sind also alle Freunde? So würde ich das nicht sagen. Niemals! Haben sie etwa rumgemacht? Sagen wir so. Wir haben entschieden, zusammenzuarbeiten. Hey, Oscar ist zurück. Was hast du rausgefunden, Kumpel? Der Gang ist frei, aber die Tür zum Kraftwerk ist verschlossen. Ist das nicht praktisch? Hat jemand einen Schlüssel? Ich fürchte nicht. Zigarette? Ich dachte, ich hätte welche, aber... Jess? Hast du was zu sagen? Tut mir leid. Ich wollte sie mir nur ausleihen, aber dann kam ein Dinosaurier und ich habe sie nach ihm geworfen und er hat sie gefressen. Jessica Marie Harding, erst wirst du im Einkaufszentrum beim Klauen eines T-Shirts erwischt. Dann klaust du ein Fernglas aus dem Park und lügst mich darüber auch noch offen an. Und jetzt Lauras Zigaretten. Wir haben die Raptoren am Hals, weil du eine rauchen wolltest? Ja. Hey, Mom raucht. Und du hast auch geraucht, als ich klein war. Darum geht's doch gar nicht. Du rauchst ja nicht nur, sondern klaust und hörst nicht zu. Weißt du nicht mehr, warum du auf dieser Insel bist? Weil deine Mutter denkt, es würde dich irgendwie zur Vernunft bringen. Richtig. Nicht, weil du mich gerne sehen wolltest oder so. Du musst dir echt keine Sorgen um mich machen, Dad. Ich bin fast 15. Ich komme allein klar. Ich brauche weder dich, noch Mom, noch sonst wen. Ach Schatz, ich weiß doch, wie das in deinem Alter ist, aber du bist längst nicht erwachsen. Du bist, körperlich vielleicht eine junge Frau, aber emotional reif braucht. Lass es einfach, okay? Tut mir leid, Dad, aber wie oft warst du verheiratet? Und deine Kinder? Hast du in diesem Jahr überhaupt schon mal mit Sarah gesprochen? Willst du mir wirklich was von emotionaler Reife erzählen? Verdammt. Das Kraftwerk explodiert. Wir haben keine Zeit für diesen Erziehungsscheiß. Genau, und wir möchten jetzt einmal endlich speichern und jetzt ist gerade der gute Zeitpunkt. Deswegen werden wir da einmal eine Pause machen.